herzlich willkommen zu unserem Konzert. Heute geht es um Helden. Und Helden haben sozusagen einen Urvater. Und den Urvater aller Helden, das ist er hier. Wie nennt man den? Das ist Superman. Superman ist im normalen Alltagsleben eine Zero, aber manchmal wird er zum Hero. Und wir werden heute entdecken, wie man aus Zeros Heroes macht. Mit dem Luxemburg Philharmonic unter der Leistung von Luis Castillo Briseño. Okay, Superhelden haben Superkräfte. Superman, der Mann aus Stahl. Er kann fliegen. Mal alle aufstehen im Saal und eine Flugpose einnehmen. Konzentriert gucken, Faust nach oben. Superman ist stark wie eine Lokomotive. Kann ich mal eure Muskeln sehen? Sehr gut. Superman ist schnell wie eine Kanonenkugel. Bitte mal blitzschnell um die eigene Achse drehen. Wow, sehr gut, sehr gut. Wisst ihr was? Wir haben einige Supermänner und Superfrauen hier im Publikum. Bleibt ruhig stehen, noch einen Moment. Aber irgendwie, es hat noch nicht so richtig gefunkt. Wisst ihr warum? Es fehlt eine ganz wichtige Zutat. Wenn wir Helden fliegen sehen, wenn wir Helden kämpfen sehen, wenn wir Helden blitzschnell fliegen sehen, dann gibt es etwas, was diese Helden unterstützt. Und das hat etwas mit den Männern und Frauen hier auf der Bühne zu tun. Was machen die? Die machen Musik. Ganz genau, die Musik, die macht aus Zeros Heroes. Und jetzt werden wir die gleichen Gesten nochmal machen. Ich mache sie vor, ihr macht sie nach, aber jetzt kommt die Zauberkraft der Musik dazu. Das heldenmäßig aus. Alle Platz nehmen. Sehr gut. Habt ihr gemerkt, wenn die Musik dazu kommt, dann passiert etwas Magisches. Der erste Superheld, den wir gerade eben im Programm hatten, der kann allerdings nicht fliegen wie Superman. Der ist auch nicht so stark wie Superman. Er ist auch nicht so schnell wie Superman. Unser erster Held hier, der sieht so aus und der ist richtig mutig. Sein Name ist Wilhelm Tell. Riesenapplaus für Adam Rixer, bitteschön. Gioacchino Rossini, der italienische Komponist, hat sich diese Musik überlegt, um uns Wilhelm Tell vorzustellen. Welches Instrument hat er gewählt? Welches Instrument hat Adam Rixer gerade für uns gespielt? Wie heißt du denn? Julie. Olive. Und wie heißt das Instrument? Trompete. Hat die Olive recht?
Natürlich, Applaus für ihr Lied, bitteschön. Die Trompete ist ein richtiges Heldeninstrument. Damit kommt Wilhelm Tell auf den Platz und jetzt spielt das ganze Orchester einen Rhythmus. Und ich bin gespannt, was ihr in euren Köpfen seht, wenn ihr diese Musik hört. Was für ein Tier habt ihr gesehen? Natürlich auf einem Pferd kommt unser Wilhelm Tell angeritten. Er kommt in eine Stadt und mitten auf dem Marktplatz ist auf einer Stange ein Hut. Und Wilhelm Tell fragt die Leute in der Stadt, sagt mal, was ist hier eigentlich mit diesem Hut los? Wir sollen den Hut grüßen. Was? Wir sollen einen Hut grüßen? Ja, wer sagt das denn? Von Landvogt Gessler. Wie der Landvogt Gessler will, dass wir einen Hut grüßen? Das ist doch total bescheuert, oder? Aber wer macht denn so einen Unsinn? Also jetzt hört mal zu, Leute. Ich lass mich doch nicht veräppeln. Ich grüße doch nicht einen Hut auf der Stange, sagt der Wilhelm Tell. Und das ist ein Fehler, weil hinter ihm steht der Landvogt Gessler, der Chef. Und der sagt, hör mal zu, Wilhelm, wenn du so mutig bist und dich meinen Befehlen widersetzt, dann nimm diesen Apfel. Und wir machen diesen Apfel auf den Kopf deines Sohnes und dann wirst du ihn mit einem Pfeil runterschießen. Haben wir einen Bogen? Hat irgendjemand hier einen Bogen? Kann ich mal kurz einen Bogen haben? Habt ihr... Nee, ja, ist lieb gemeint. Nee, ich mein so einen Bogen zum Pfeile schießen. Also, wisst ihr was? Ich habe eine gute Idee. Wir denken uns einfach einen Bogen. Steht mal alle auf. Steht mal alle auf. Nehmt einen Bogen in die Hand. Einen Pfeil in die andere Hand. Legt den Pfeil auf die Sehne. Wir spannen die Sehne. Und bei 3 lassen wir los. 1, 2, 3. Wow! Sehr gut. Ihr habt den Apfel runtergeschossen. Ja, hammermäßig. Genau so hat das der Wilhelm Tell damals gemacht. Und damit ging er in die Geschichte ein. Unser nächster Held kommt aus dem Orient. Und im Orient lebte einst ein mächtiger Sultan. Der hatte ein Problem. Seine Frau hatte sich in einen ihrer Sklaven verliebt und hatte ihn, den mächtigen Sultan, mit dem anderen Mann betrogen. Das machte den Sultan wütend und entsetzlich traurig. Aus der Trauer wurde Wut und er wusste sich nicht anders zu helfen. Er ließ seine untreue Frau in den Kerker werfen. Aber das reichte nicht, um seinen Rachedurst zu stillen. Von dem Tag an
heiratete er jeden Abend eine andere Frau und jeden Morgen, wenn die Sonne aufging, ließ er sie in den Kerker werfen. Alle waren ratlos. Niemand traute sich, was zu sagen. Da kam eine junge Frau, Scheherazade, und die sagte: Wie könnt ihr alle zusehen, wie der Sultan Tag für Tag eine Frau einkerkern lässt? Ihr müsst etwas tun. Die Leute sagten: Ja, aber was? Wenn wir aufmucken, dann kommen wir in den Kerker. Scheherazade sagte: Ich habe eine Idee. Ich werde den Sultan heiraten. Ein paar Tage später wurde Hochzeit gefeiert. Und nach der kurzen Zeremonie, da setzte sich Scheherazade zum Sultan auf einen Divan, auf ein großes Kissen und begann, eine Geschichte zu erzählen. Unsere Konzertmeisterin Sohi hat uns gerade auf ihrem Instrument Scheherazade gespielt. Wie nennt man ihr Instrument? Das ist eine... Ganz genau, wunderschön gespielt. Und so fängt Scheherazade an zu erzählen. Sie erzählt die Geschichte vom mutigen Seefahrer Sindbad, der mit seinen Männern auf den 7 Weltmeeren unterwegs ist, auf der Suche nach spannenden Abenteuern. Wann immer die in See stechen, singt Sindbad: Can I have the E, please? Wir sind gern unterwegs. Und dann antwortet die ganze Mannschaft mit Yeah! Alle zusammen! Yeah! Mit richtig Power nochmal! Yeah! Holt den Piraten, den Seebären aus euch raus, wenn die Faust hochgeht. Yeah! Yeah! Ganz genau, aber jetzt passt auf. Immer nur Yeah rufen, wenn ich die Faust in die Luft strecke. Wir machen es gemeinsam mit dem Orchester. Los geht's. Wir sind gern unterwegs. Yeah! Wir sind gern unterwegs. Yeah! Wir sind gern unterwegs. 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 Genau so klingt das, wenn Sindbad in See sticht. Der Anker wird eingeholt, die Segel werden gesetzt, das Schiff verlässt den Hafen.
Das Schiff ist auf hoher See und kommt in eine furchtbare Flaute. Wisst ihr, was eine Flaute ist? Eine Flaute heißt, kein Lüftchen regt sich. Das Schiff steht auf dem spiegelglatten Meer. Die Sonne brennt von oben runter, Tage, Wochen, nichts passiert. Das Essen wird knapp, immer weniger Wasser. Alle sind entsetzlich traurig und fürchten sich vor dem, was kommt. Da ruft der Ausguck oben: Captain Sindbad, Land in Sicht! Sindbad schaut auf seine Karte und wundert sich und denkt sich: Hä? Die Insel, die ich da sehe, ist auf keiner Karte eingezeichnet. Er sagt: Okay, lass das Beiboot runter. Ich werde rüberrudern und mir dieses Eiland anschauen. Er rudert rüber. Er kommt auf eine Insel. Die ist wunderschön. Da gibt es leckere Früchte, frisches Wasser. Er sagt zu seiner Mannschaft: Hey, kommt rüber! Und dann entdecken sie das paradiesische Eiland. Sindbad und seine Mannschaft kommen sich vor wie im Himmel. Sindbad will gerade in eine Frucht beißen. Da fängt die Erde an zu beben und die Insel steigt aus dem Meer auf. Und Sindbad sieht, das ist keine Insel. Die sind auf einem riesengroßen Fisch, der sich nun anschickt, ins Meer abzutauchen und Sindbad und seine Mannschaft in die Tiefe zu reißen. Das Schiff sinkt. Die Mannschaft treibt auf dem Wasser. Da kommt ein kleines Mädchen auf einem fliegenden Teppich.
und fischt die Männer nacheinander aus dem Wasser und bringt sie ans sichere Ufer. Diese Geschichte erzählt Scheherazade auf dem Kissen dem Sultan. Und der Sultan sagt, erzähl weiter. Ich will wissen, wie es weitergeht. Was ist mit Sindbad passiert? Merk dir, was für eine Superkraft Scheherazade hat. Ihre Superkraft ist es, Geschichten zu erzählen. Ihre Superkraft ist hier in ihrem Kopf. Es ist ihre Fantasie. Und der Sultan bittet sie, bei ihm zu bleiben. 1001 Nacht lang erzählt sie eine Geschichte, die spannender ist als jede Netflix-Serie. Und sie rettet damit sich und unzähligen Frauen mit ihrer Fantasie das Leben. Wir haben die Superkraft der Fantasie kennengelernt. Jetzt geht es um eine andere Zeit. Es geht um das Mittelalter. Im Mittelalter, da gab es Kämpfer in Rüstung, die hatten Lanzen. Wie nennt man diese Kämpfer? Das sind die... Ganz genau, unsere nächsten Helden sind die Ritter, die Heroes des Mittelalters.
Das war der Kampf der Ritter von Sergei Prokofjew und der stammt aus seinem Ballett zu Romeo und Julia. Die bekannteste Liebesgeschichte der Welt. Die beiden lebten im italienischen Städtchen Verona. Leider waren ihre Familien furchtbar zerstritten und verfeindet. Aber das hat Romeo und Julia nicht davon abgehalten, sich zu lieben. Was denkt ihr? Was ist die Superkraft von Romeo und Julia? Das ist die Superkraft der... Ganz genau! Nehmt mal alle eure Hand und legt sie auf euer Herz. Die Superkraft der Liebe. Eine Liebe, die stärker ist als der Hass. Eine Liebe, die länger dauert als der Tod. Eine Liebe, von der wir heute noch träumen. Das ist die Superkraft von Romeo und Julia. Doch diese Liebe wird auf eine harte Probe gestellt. Eines Tages geht der Romeo hier über die Brücke in Verona und da begegnet ihm Tybalt, ein Cousin von Julia. Und der sagt, du kommst hier nicht durch. Romeo sagt, hey, die Brücke ist für alle da, geh zur Seite. Tybalt sagt, keine Chance. Und jetzt fangen die an, sich zu streiten. Es kommt zu einem Handgemenge. Es wird handgreiflich und dann aus Versehen bringt Romeo Tybalt um. Und dann muss er ganz schnell gucken, dass er aus der Stadt kommt. Romeo macht sich auf und davon. Er ist geschockt. Julias Eltern wollen ohnehin, dass sie jemand anderen heiratet. Einen jungen Mann namens Paris. Julia will diesem Schicksal entfliehen. Sie macht etwas ganz Gefährliches. Sie nimmt einen Zaubertrank, der sie für einige Stunden in einen todesähnlichen Zustand versetzt. Sie denkt sich, wenn alle glauben, dass ich tot bin, dann kann ich mich aus dem Staub machen und zu meinem geliebten Romeo gehen. Sie nimmt den Trank. Alle denken, sie ist tot. Und Romeo bekommt erzählt, dass Julia gestorben ist. Schockiert und entsetzlich traurig geht er auf den Friedhof. In der Musik hat man gerade so ein Seufzen gehört. Das hat der Etienne Plassmann auf seinem Instrument gespielt.
Auf welchem Instrument haben wir gerade eben diese furchtbar traurige, seufzende Melodie gehört? Komm mal kurz her, wie heißt du? Sophie. Hallo Sophie, welches Instrument hat gespielt? Das war eine Querflöte. Sophie sagt die Querflöte und Sophie hat recht. Riesenapplaus für die Sophie, bitteschön. Genau, und jetzt kommt der Romeo da auf den Friedhof. Da ist der Leichnam von Julia aufgebahrt. Und als er in ihr Gesicht sieht, da kommen in ihm lauter wunderschöne Erinnerungen hoch. Und diese Erinnerung spielt uns jetzt auch ein Instrument. Hört mal genau hin, welches Instrument gleich im Vordergrund steht. Applaus für Patrice Melino. Patrice, zeig uns dein Instrument, bitteschön. Schaut mal, so sieht es aus. Es ist schwarz, hat silberne Klappen. Wie nennt man dieses Instrument, das gerade die Erinnerung an Julia hat wach werden lassen? Wie nennt man dich? Charlotte. Hallo Charlotte. Und welches Instrument ist das, Charlotte? Klarinette. Oh, Klarinette, Charlotte. Weißt du was? Das ist mir auch ganz oft passiert. Wir haben auch eine Klarinette im Publikum. Können wir kurz die Klarinette sehen? Die Klarinette, wenn ihr oben hinguckt, hat ein breites Mundstück. Aber das Instrument vom Fabrice, zeig uns mal, das ist ein ganz feines Mundstück. Und deswegen ist dieses Instrument nicht die Klarinette, sondern, wie heißt du? Benoit. Benoit, und welches Instrument ist das? Oboe. Oboe, Oboe, das ist völlig richtig. Applaus, bitteschön! So, die Oboe lässt die Erinnerung an Julia wach werden. Der Romeo ist natürlich am Boden zerstört. Da ist die Liebe seines Lebens vor ihm. Sie ist tot. Was macht er? Er nimmt ein kleines Fläschchen Gift. Er trinkt es und stirbt. Und jetzt, als Romeo tot am Boden liegt, erwacht Julia. Die Wirkung des Zaubertranks ist vorbei. Und jetzt sieht sie neben sich den toten Romeo und das Fläschchen Gift. Jetzt weiß sie sich auch nicht anders zu helfen. Tränen überströmt, nimmt auch sie das Fläschchen Gift, trinkt den letzten Rest aus und stirbt. Beide tot. Das einzig Schöne an der Geschichte ist, als die Familien mitbekommen, dass zwei Jugendliche in der Blüte ihres Lebens sich das Leben nehmen, da begreifen die endlich mal, was für einen Unsinn die machen, sich immer zu streiten, immer Hass. Und dann finden sie zueinander und schließen endlich Frieden.
Eine dramatische Geschichte. Zum Glück hat unser nächster Superheld eine ganz andere Superpower. Dieser Superheld hat die Power Humor. Und was der am liebsten macht, ist Streiche spielen. Das ist Till Eulenspiegel. Applaus bitteschön. Till Eulenspiegel soll vor 700 Jahren gelebt haben. Und dieser Mann hier hat sich die Musik ausgedacht, die wir eben gehört haben. Er heißt Richard Strauss. Vor 130 Jahren hat er die Musik komponiert. Er war damals 30 Jahre alt. Und jetzt geht es ja heute darum, wie man mit Musik Geschichten erzählen kann. Und viele Geschichten fangen ja an mit "Es war einmal". Und Richard Strauss hat überlegt, wie könnte ich mit Musik "Es war einmal" erzählen. Und das ist seine Idee.
Es war einmal im kleinen Dorfe Kneitlingen. Da lebte ein Mann namens Klaus Eulenspiegel mit seiner Frau Anna Wipken. Eines Tages bekam sie einen kleinen Sohn. Sie tauften ihn auf den Namen Till Eulenspiegel. Welches Instrument spielt uns den Till Eulenspiegel? Habt ihr es gerade gemerkt? Das war hinten der Leo Halsdorf. Der hat so eine goldene Schneckennudel dabei. Und dieses Instrument bringt uns den Superhelden Till. Wie nennt man das Instrument vom Leo? Alle zusammen, das ist... Ein Horn, ganz genau. Und dieses Instrument kannte Richard Strauss sehr, sehr gut. Denn sein Vater, der Franz Strauss, war damals einer der besten Hornisten der Welt. Sag mal, was hat der Richard da für seinen Vater komponiert? Wie würdest du das beurteilen? Ja, das ist ein ganz böser Streich, weil es ist wirklich schwer. Das muss man viel üben. Es geht sehr hoch, sehr tief, ja. Also das, was der Leo hier spielt, das, was der Richard da für seinen Vater Franz komponiert hat, ist eine der schwersten Passagen, die man auf dem Horn spielen kann. Leo, würdest du es für uns gerade noch einmal spielen? Riesenapplaus für den Leo! Diese kleine, feine, aber sauschwere Melodie klingt für mich ein bisschen wie Ich bin der Till, ich bin der Till, ich mach einfach, was ich will. Ja? Und das macht er auch, der Till. Aber wenn einer immer macht, was er will, wenn einer immer alle reinlegt, dann bekommt er manchmal auch Ärger. Und jetzt gibt's gleich Ärger mit dem Orchester. Schläge vom Orchester. Wir versuchen mal zu zählen, wie viele Schläge unser Till bekommt. Schläge hat der Till bekommen? Zeigt's mir mit euren Fingern. Alle die Finger hoch und sagt es mir. Welche Zahl ist das? 3-mal. Ey, wisst ihr was? Der Till Eulenspiegel, der ist 3-mal getauft worden, erzählt man sich. Normalerweise wird man ja einmal getauft, ne? In der Kirche, Taufbecken und so. Aber nach der Taufe ist die ganze Taufgesellschaft zurück ins Dorf gelaufen und seine Taufpatin war ein bisschen ungeschickt. Die ist über eine Gülle balanciert, also über eine Jauchegrube. Wisst ihr, was Gülle, Jauche ist? Das ist Pipi-Kaka von Tieren. Stinkt. Eklig. Naja, und die Taufpatin war etwas ungeschickt, die ist ausgerutscht, da ist der Till Eulenspiegel als Baby in der Jauchegrube gelandet. Das war die zweite Taufe. Dann haben sie ihn zum Glück gereinigt, das war seine dritte Taufe. Ihr merkt, beim Till Eulenspiegel, da geht öfter mal was schief. Eines Tages macht sich Till auf den Weg in die Stadt.
ist ein herrlich sonniger Tag. In der Stadt ist gerade Markt und Till hat Lust, Streiche zu spielen. Der Till schleicht sich an. Auf dem Markt ist ein Pferdehändler. Till hätte gerne ein Pferd, aber er hat kein Geld. Er schleicht sich an und wartet auf den passenden Augenblick. Als keiner guckt, holt er Anlauf und springt auf eins der Pferde. Was für ein Chaos. Ein Pferd zu stehlen, wenn man nicht reiten kann, keine gute Idee. Eine dramatische Szene und die hören wir uns jetzt nochmal in der Zeitlupe an. Als allererstes, Till springt auf ein Pferd. Jetzt galoppieren die Streicher davon. Die Marktweiber, die schreien, werden gespielt von den Trompeten und die benutzen einen Special Effekt, die sogenannte Flatterzunge. Die machen Rrrr. Hört mal, wie das dann klingt. Das schnarrt ein bisschen. Mal kurz alle mit der Zunge flattern. Und das Pferd, auf dem Till sitzt, das tritt einem Hund auf den Schwanz und der jault auf in den Hörnern. Und um das Chaos perfekt zu machen, kommen unsere Schlagwerker mit der Ratsche dazu. Wie geht die Geschichte weiter? Gleich hören wir, wie die zerbrochenen Tonkrüge, die Scherben rumkullern und dann muss unser Till irgendwie aus der Stadt kommen. Till kommt an einer Kirche vorbei. Da klaut er ein Mönchsgewand. Als Mönch getarnt verlässt er die Stadt. Da ist gerade etwas passiert. Der Till ist durch die Straßen gelaufen. Plötzlich trifft es ihn wie der Blitz. Er sieht am Wegesrand ein wunderschönes Mädchen.
Plötzlich rutscht ihm das Herz in die Hose, er hat Schmetterlinge im Bauch, Gänsehaut, das Herz pocht. Was ist mit Till wohl los? Er ist verliebt. Na mal hören, wie diese Liebesgeschichte ausgeht. Wie geht diese Love Story aus? Wie klang das für euch? Wer glaubt, Till und das Mädchen werden ein Liebespaar? Hand hoch! Wer meint, sie werden kein Liebespaar? Hand hoch! Wer war zu faul, sich zu melden? Hand hoch! Also, man hört es in der Musik ziemlich deutlich, das wird nicht. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, das Mädel sieht einen Mann im Mönchsgewand mit Herzchen in den Augen, der sie anstrahlt und anlächelt. Die denkt sich natürlich, was ist das denn für ein verrückter Vogel? Aber was meint ihr, der Till? Ist der jetzt am Boden zerstört nach diesem Flop, nach diesem Korb, den er bekommen hat? Nein. Der Till ist jemand, seine Superkraft ist der Humor. Und damit kommt er im Leben immer durch. Ihr habt 4 Helden kennengelernt mit Musik. Steht mal alle auf. Der erste Held, das war unser Wilhelm Tell. Spannt mal alle den Bogen, genau. Unser zweiter Held, das war Scheherazade. Macht alle die Bewegung nach. Ihre Zauber-Superkraft war ihre Fantasie. Sehr gut. Dann hatten wir Romeo und Julia. Ihre Superkraft ist die Liebe. Und wir hatten Till Eulenspiegel. Seine Superkraft ist der Humor. Und wisst ihr was? Jeder von euch hat doch Mut. Jeder von euch hat doch Liebe. Jeder von euch hat Humor. Jeder von euch kann ein Held sein. Mit Musik
können wir unsere Heldeneigenschaften in uns hervorkitzeln. Und wenn die so fantastisch gespielt wird, wie heute vom Luxemburg Philharmonic unter der Leitung von Luis Castillo Briseño, dann ist alles möglich. Und jetzt werden wir in uns allen zum Abschied nochmal unsere Superhelden-Hero-Kräfte aktivieren.
Leitung von Luis Cassian Briseño.